Physik am Alldach ass eng Opioun, die bei uns am LG ugebude gëtt. Es sind Herre Rodriguez a Mangozzi, déi de Schüler und Hand vu flotte Beispiele an Experimenter weisen, wéi d'Physik am Alldach begleet. Julia und Sarah waren e puermel bei hinnen an der Opioun an hunn als Flotbilder mat bruecht. Option hecht Physik am Alldach, a wie Nummer schon seht, befassen wir uns mit den physikalischen Gesetzen, wie sie in unserem Alltag interferieren. Das heißt, wir gucken mit den Schülern, wie können mit Mechanik, der Elektrizitätslehre und anderen physikalischen Kapiteln praktisch anwenden. Da haben wir zum Beispiel ein Projekt wie die Wasserrakete gemacht oder ein Auto, das mit einer Mauswahl funktioniert und elastische Energie konvertiert, und viele ganz andere Kleinigkeiten, wo die Schüler dann eine Impression davon kriegen, wie können wir physikalische Formeln, die oft abstrakt sind, praktisch anwenden. Mehr waren dabei, wo sie ihr Auto Gebäude getestet haben. Den Herr Rodriguez hat es mir genau erklärt, wie das ganz aufgelaufen ist. Also in der letzten Woche haben wir uns mit dem Mausrap beschäftigt. Ich hatte schon kurz angeschaut, und zwar geht es darum, dass wir eine Mauswahl benutzt haben, für Energie elastisch zu speichern, und die wird dann auf EQ freigesetzt. Dadurch drehen sich Stacks von unserem Auto, von unserem Wähnchen, an dem aus der Bewegung kommt. Da müssen die Schüler also gucken, was muss ich genau umsetzen, für das ein Auto so weit und so schnell wie möglich könnt. Sie müssen also Material da müssen spielen, mit verschiedenen Mausfallen, ein oder zwei, ein oder zwei Kabel bzw. Bingeln, die die Energie überdrohen. Und so haben sie ein bisschen gelehrt, wie können wir das möglichst effizient gestalten, damit ein Auto weit und schnell eben um Ziel hin könnt. Die Schwierigkeiten sind oft an dem Fall für das erste Mal, sich mit Material zu beschäftigen. Weil da sind zum Teil Sachen dran, die die Schüler nicht so am Kurs sind. Zum Beispiel, war das am besten für ein Rad, ein Dickdraht, ein Kleindraht, ein Großdraht. Und das mussten sie eben praktisch mit kleinen Experimenten oder für sich einfach hier am Saal oder am Gang eben testen und sich runtertesten. Das hat relativ gut geklappt. Und ein paar von denen weniger, die wir gemacht haben, sind relativ weit gekommen. Mehr wie wir erwartet hatten oder mehr wie wir erwartet hatten. Und die Schüler mussten dann basierend darauf eben die Wähnchen optimieren. Der nächste Schritt war Testen von den Autos. Und für das ganz mehr interessant zu machen, haben sie eine kleine Kompetition daraus gemacht. Insgesamt ist das Projekt so extrem experimental. Wir probieren, wir passen tun, wir probieren, wir passen tun. Es geht also ganz weit weg von unseren TP, die wir normalerweise haben, wo wir genau wissen, was wir eigentlich wollen. Wir sind da experimental, okay, wie kann ich mein Projekt verbessern? Und insgesamt hat das bis so viel Success, und auch der Mausrap ist relativ weit gefahren. Und die Schüler waren im Allgemeinen zufrieden.